plus eng für die Regierung nur 10 Minuten. Herr Moser, die Wort. Ja, merci, Herr Präsident. Madame Minister, es vergeht kein Monat, wo ein nationaler Flughafen Findel nicht am Mittelpunkt von der Aktualität steht, für die letzten 10. Mai, wo ein Kabel sich unglücklicherweise aus einem Metalldetektor gelöst wird, wer zu einem mittelgroßen Chaos Findel gesucht hat, wo Hunderten von Passagieren dafür nicht zur Zeit ihre Flieger kriegen. Ich wollte aber heute nicht mich mit dem doten Incident befassen, aber mich generell eine Reihe Fragen, wer Zukunft von unserem Flughafen betrifft, stellen. An aufhängen will ich eigentlich mit einem Konstat, nämlich den, dass unser Flughafen als sich einfach für seinen grossen Succès Guinness an den letzten Jahren, wann ich denen Zölle kann leben, die in Sukrit werden bis Ende von diesem Jahr 5 Millionen Passagiere durch den Flughafen geschleust gehen. Am Manifestement sind die Infrastrukturen, die wir da haben, nicht mehr den zusätzlichen Herausforderungen sind nicht mehr dafür da. Ich wollte eigentlich auf 6 Punkten kurz angehen, an die auch als Frage formulieren. Die erste Frage hat eigentlich mit dem Achse, ob der Flughafen zu dienen, den immer mehr schwierig, langwierig geht, aber auch der Parking Flughafen als eine einzige Katastrophe. Und ich meine auch den einen, den anderen von ihr hat schon einmal gelitten, wie versucht hat, da einen Parkplatz zu finden. Wir kriegen zwar an ein paar Monaten den Tram bis dahin, aber die Frage stellt sich trotzdem, wie es mit dem Parking da vor geht, weil den aus dem Zusatzverkehr sicherlich nicht mehr gewusst. Ein zweiter Punkt geht dann, wer den Check-in betrifft, Kontrollen. Auch da aus verschiedenen Dingen geht nicht, handelt sich an nicht, fischen sich mehr, und da bilden sich auch ganz große Stauen, ganz besonders während der Vakanzenzeiten. Und da stellt sich die Frage, ob die Equipementer, die wir da haben, eigentlich auch nach zeitgemäß sind. Und ich meine darüber aufmerksam, dass auf verschiedenen internationalen Flughäfen, notamment zu Paris, den 3D-Scanner gibt, wird anscheinend zu einer Verringerung von einem Drittel von diesen Kontrollen feiert. Dafür auch da bin ich froh, als nicht envisagiert, das auch bei uns anzuführen. Ein dritter Punkt, da sind da auch bestimmt schon alle Guten nicht ganz froh gewesen, dass der Passage zwischen dem kleinen und dem großen Flughafen, dem A und dem B, da gibt es so ein Tapi-Relais, aber die geht schon seit 6 Monaten nicht. Und ich denke, du habt schon handicapiert Leute, die müssen von dem engen auf den anderen Flughafen gehen. Das ist zum Teil eine Katastrophe. Bislang kommt noch nie mehr eine Erklärung geben, für was den Tapis roulant nicht kann funktionieren. Ich fand, das ist kein gutes Zeichen für unseren Flughafen. Ein vierter Punkt, der das Gepäckauffertigung, auch da seht ihr bestimmt schon ein Kehr, wie ich auch war gewesen, dann da werden auch heute ganz lang auf sein Gepäck, wenn dann überhaupt auch könnt. Ich kann nur sagen, dass ich wieder nicht so langer Zeit eine Reise afrikanische Kontinent gemacht habe, und da wären alle so viel mehr schnell da wie bei uns Findel, auch, sodass sich auch dort vorstellt, wie man das können verbessern. Und dann der letzte Punkt, wird auch nicht flott ist, dass als Business Lounge, so wie es am Moment funktioniert, hat man Business nicht mehr zu dienen, das vielleicht nach einem Lounge, aber da kriegt ihr weder mehr etwas zu trinken, nach Essen, wenn ihr spät unnasern. Ich fand, dass das auch ein Finanzplatz wie Lützeburg nicht mehr angepasst ist. Dann nach einem letzten Punkt, den hört man indirekt am Flughafen zu dienen, der das der Skypark, den am Gangen als fertiggestellt zu gehen. Auch da wäre ich froh zu wissen, wie schnell dass die Erbechte werden aufgeschlossen sind. Daher den auch, dass Entreprisen zumindest nicht an der Frist hier Rechnungen bezahlt kriegen. Da wäre ich auch froh, Madame Minister, wenn wir uns da ein paar Antworten auf die Situation von dem Skypark geben. Der hat gesagt, vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, und ich bin ganz gespannt, ob antwortet. Merci, Herr Moser, und dann das Wort und der Madame Minister.
Minister. Herr Präsident, honorable Deputéiert und honorable Deputéierten, merci für erfroen ganz wichtige Sujet de Flughafen für uns alle guten Bürgerinnen und Bürger vom Land, mir nicht nur sie, auch Businessleute, auch Touristen. Ich meine, da müssen wir gut abgestaltet sind, das auch am Koalitionsakkord reflektiert. Die seht ganz klar, dass die Regierung wird Modernisation und Adaptation von den Infrastrukturen umfindet, encouragieren, für ein haut niveau de qualité et de service zu garantieren. Voilà. Ich meine, ich bin seit ein paar Monaten daran, wo ich das natürlich auch nicht nur als normalen Bürger, aber auch als zuständig Minister da gucke, was denn du kann und muss verbessern. Aber du fängst wir definitiv nicht bei Null an. Effektiv, die hast du gefangen an einer Intervention mit einer Referenz, ob was den 10. Mai geschieht ist. Ich meine, du die Reaktion auch wie das gehandhabt gehen aus, du also dann erster Platz wirklich und die Sicherheit von den Passagieren gegangen. Und ich meine, gibt das vielleicht natürlich mit den Konsequenzen, da müssen leiden, haben wir aber gut dort zusammen geschafft und richtig reagiert. Die hat eine Reihe von Fragen, ich meine von der 6, schon sie probiert abzuschreiben. Es geht ich an erster Platz mal froh den Flug von Passagieren und da will ich da gerne die letzten Donnerstag auch gehen, die schon am Jahr 2019, also Prä-Pandemies Referenzjahr, haben am ganzen 4,4 Millionen Passagiere den Flughafen benutzt. 23 letztes Jahr hatte man dann einen Rekordzahl von 4,7 Millionen Passagiere. Und das ist effektiv, wie die auch gesagt hat, möglich, dass das Jahr Zahl dann von 5 Millionen Passagiere erreicht und wahrscheinlich liegt überschritten. Am Mai von diesem Jahr, für die erste Mal in der Geschichte vom Flughafen, sind mehr wie 500.000 Passagiere bei einem Monat durch den Flughafen gegangen und das genau wieder gesagt hat. Wir sind, meine ich, mit diesem Flughafen Opfer von unserem eigenen Success. Bon, für die Passagiere zu berücksichtigen, gibt dann noch Kapazität von der Sicherheitskontrollen am Terminal letztes Jahr erhöht. Das heißt, wir sind von 5 auf 6 der Sicherheitslinien herabgegangen, was schon hilft. Zante hier ist dann noch die Wartezeit für 75% von den Passagieren Männer wie 5 Minuten, weil ich meine, da tun sie Haut, können sie das müssen. Für länger 95% von allen Passagieren Männer wie 15 Minuten. Das die Wartezeiten, ich meine, wir sind alle gut pressiert heute an der Gesellschaft von heute, das heißt, alle Minuten, wo wir werden, ist 1 Minute zu viel. Trotzdem müssen wir da dann den Kontext setzen. Zu Lützeburg sind wir im europäischen Vergleich trotzdem ziemlich gut. Nicht zuletzt dafür gouf der Lützeburger Flughafen letztes Jahr zum zweitstressfreisten Flughafen in Europa ernannt. Wollte ich aber auch so, weil man können ganz vieles kritisieren und trotzdem fand ich immer gut, wenn man auch Sachen, die Positivsachen mal können nachstreichen. Die hat von 3D-Scannern geschwärzt, also den letzten Generationen von Scannern. Das sind effektiv mehr Großmaschinen, das heißt am limitierten Espace, den wir heute tun. Wenn wir der Gefen da hinstellen, dann können wir der Mann da hinstellen, dann dauert es mir lang, das heißt an den heutigen Circumstanzen macht das nicht viel Sinn, weil da geht es nach mir los. Ich meine, das ist wirklich ganz klar die Absicht von der Firma für Sicherheitslinien in Zukunft auszubauen und zu modernisieren. Ich will aber auch sagen, dass 90% von den europäischen Flughäfen keine so 3 Scannerinnen haben an Irland, für nicht zu nennen, England, die 3D-Scannerin angefordert hatten, gehen jetzt zurück auf die Normalscannerin, weil die aber verschiedene Avantagen haben. Das ist vielleicht nicht immer gut, direkt auf die nächsten oder die letzten Technologie zu springen, mit ein bisschen Erfahrung auf anderen Plätzen aufzuwarten. Ich meine, das heute als ein Sujet und das ist auch ganz richtig, dass das souligniert. Da müssen wir uns für die Zukunft besser aufstellen und das ist absolut die Absicht. Die hat vom Tapis Roulant geschwärzt, schon das nur gefroht, den ist bei Erbechten beschädigt ging. Und Ersatzteile müssen nur produziert gehen und das scheint mehr lang zu dauern, weil du lieber Schwierigkeiten sind.
Ich meine, ich noch den Message gehen, dass sie sollen gucken, dass das so sehr wie möglich da repariert wird, weil das wird effektiv sind Konsequenzen. Das heißt, da wird da noch geguckt, aber voilà. Die hat de Parking geschwart, da will ich auch etwas dazu sagen, also disponible Parkplätze, auch für ich ein bisschen schieferen zu gehen. 2019 hatte man 7.500 Parkplätze und das bei 4,4 Millionen Passagiere. Letztes Jahr waren wir bei 8.400 Parkplätzen, bei 4,8 Millionen Passagiere. Dieses Jahr sind wir bei 1250 Parkplätzen, bei, wie gesagt, 4,9 Millionen Passagiere. Parkplätze sind also prozentual bis mehr sehr geklommen, wie die Croissance von den Passagieren. Ich gehe nicht recht, hier ist nach Luft in Oven. Da bist du rundherum den Tram, hat natürlich auch einen Impact auf diese Situation. Die gute Nachricht ist, dass Lohn nach Front Sommervakanzen neue Parkplätze werden abgehen. Das sind da ungefähr 800, das neben dem Polizeibei. Das heißt, das ist mal eine gute Nouvelle, aber ich bin mir auch ganz bewusst, dass das ein Problem ist, wo wir auch müssen nach dort gucken. Die hat VIP oder Business Lounge mentionniert, die geht von der Luxer betrieben. Die erste Klang, die muss mir groß gemacht gehen, dafür muss sie verreckelt gehen, weil auf der Platz nicht mehr Platz ist. Und ich meine, das sind wir uns auch bewusst und das soll auch so sehr wie möglich geschehen. Ich hoffe, dass das dann in den nächsten 1-2 Jahren aber kann gemacht gehen. Voilà. Bon, Skypark, da habe ich nicht alt Detailer, die da wollt hun. Wenn der wollt, kann ich aber ganz gerne dort zurückkommen. Bon, ich meine, das Skypark Business Center ist direkt mit dem Terminal verbunden. Er kann als Erweiterung vom Terminal punkto kommerziell Bereich Restaurant natürlich betreut gehen. Gleichzeitig verhindert das Skypark Business Center auf keinen Fall den weiteren Ausbau vom Flughafen. Und ich meine, das ist wirklich, wo wir müssen schaffen, dass wir die Extension vom Terminal können machen. Das wäre auf der anderen Seite. Und ich meine, das wird dann ein ganzer Kopf von den Problemen, die da legitimement auch mentionniert wird, können abgeben. Ich bleibe dort, das ist ganz wichtig für mich, weil es wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger vom Land an Odelois. Merci. Merci, Madame Minister. Den Herr Moser hat noch eine Zusatzfrage. Ganz kurz, Herr Moser. Ja, ganz kurz. Merci, Madame Minister. Ich fand, Sie hat ganz komplett auf all meine Fragen geantwortet. Ich gesehen auch von Ihrer Seite extrem viel Disponibilität für all die Herausforderungen umzuholen. Vielleicht aber eigentlich die generelle Frage, die mit all den anderen zusammenhängt, wird zum Schluss angeschwert. Ich wollte da aber eine Präzision froh, wenn ich richtig verstanden habe, Madame Minister, seid ihr der Meinung, du müsst eine generelle Extension wirklich vom Terminal kommen. Da wäre mein froh, wie kann in der Stadt ungefähr an der Zeit schienen, vorstellen, wie weit gibt dann eventuell auch den Terminal ausgedehnt gehen. Das könnt ihr just op die eng Seite machen. Ich gebe das auf jeden Fall ganz, ganz stark begrüßen, wenn da so schnell wie möglich gibt, auch vielleicht das Projekt de Loi kommen an noch Plan, weil kommen wir sind alle guten als eins, der Flughafen als wahrscheinlich mit die wichtigste Visitekarte von unserem Land. Madame Minister. Merci. Ich meine, ich hatte noch vergessen, ob eine Frage zu antworten, die hat noch von den Bagagen mentionniert. Ich hatte das vergessen, dass effektiv die Verantwortung vom Pax-Handler. Ich meine, auch da müssen wir gucken, dass wir da gut in Zukunft abgestaltet sind. Da werden noch in Zukunft 2, dass wir ausgeschrieben gehen. Wenn die Prozedur fertig ist, werden da auch 2
Pax-Händler dann akkreditiert sind. Ich hoffe, dass auch das in Zukunft mehr zufriedenstellen kann sein. Was den Ausbau, die Extension vom Flughafen respektive vom Terminal angeht, ich meine, da sind ich am Gangen drin zu schaffen. Ich meine, das ist nicht, was wir nur hier kriegen, aber mittelfristig ist das absolut indispensabel. Ich meine, das ist immer all der voller Überzeugung. Und sobald ich da auch zusammen mit den Leuten, die Hydro schaffen, mehr konkret vorkommen, stehe ich echt natürlich ganz gern zur Verfügung, für darüber zu schwätzen.